Yes, Jesus, ich danke dir, dass es dir möglich ist. Dir ist es möglich, heute Morgen meine Predigt zu brauchen. Mich als Werkzeug zu brauchen. Und dir ist es möglich, jedes Herz da rein, dass etwas dort drin hineinfällt. Und um das bitte ich dich. Und da spiele ich jetzt gerade auch meine Gabe vom Glauben aus. Ich glaube und vertraue, Jesus, dass es dir möglich ist, von ganzem Herzen das heute Morgen zu schaffen. Es ist deine Sache. Amen. Amen. Wow. Heute reden wir über Gaben. Habt ihr vielleicht schon im Programm schon mal ein bisschen gelesen. Und ihr kennt ja sicher alle Geistesgaben und ihr kennt sicher alle den Superman. Wer kennt den Superman? Ja, gut, oder? Das ist der gut aussieht. Oder? Das ist der kindliebend ist, seine Frau liebt, er hat seine Eltern gern, er ist politisch korrekt, er kann fliegen und er ist megamässig stark. Das ist der Superman. Kennen das sonst noch jemanden, der vielleicht gerade so ist wie er? Yes! Jesus, da haben wir es. Wäre auch deine Antwort gewesen? Okay. Ja gut, der ist jetzt in die Hose mit dieser Frage, oder? Weil ich hätte jetzt gesagt, nein, natürlich nicht, oder? Es gibt nur... Aber natürlich habt ihr recht, wenn ihr sagt, Jesus Christus ist genau ähnlich unterwegs, oder? Und das ist auch so ein Stereotyp, der Superman, oder? Wo sich die Menschen daran sehnen, oder? Quasi, wenn endlich kommt unser Retter, oder? Wo die Zeichnung, da bedeutet ja Hoffnung und nicht S wie Superman, oder? Wir müssen mal den Film schauen. Und da ist das, was der Mensch, der sehnt sich nach dem, nach jemandem, der ihm Rettung bringt. Oder? Und Jesus Christus wird auch so mal kommen, nur noch nicht gerade jetzt. Und der Jesus, den wir kennen, ist der demütige Jesus. Der kommt wie ein Superman, der kommt schon noch. Da müssen wir uns keine Angst machen. Aber wenn ich sonst so durch die Reihe schaue, dann muss ich ehrlich sagen, ich kenne niemanden mehr, der so ist wie der Superman. Entschuldigung, alle Anwesenden. Sind ausgeschlossen natürlich, sagt man doch so schön, oder? Genau. Manchmal treffe ich Leute, oder? Die haben verschiedene Studien abgeschlossen, die haben sogar einen Doktortitel, die kämpfen fürs Gute. Und dann liest du über die und dann merkst du, hey, nein, der hat sogar noch eine Rettung, um alle Meer vom Plastik zu befreien. Und weißt du, dann ist er erst 24. Und dann habe ich manchmal mit 44 das Problem. Und das macht mich dann so leicht depressiv. Wirklich, dann komme ich einmal so ein bisschen die Fragen über so, ja Elias, sorry, und du? Und dann fange ich mich an zu vergleichen. Und dann kommt so ein Satz in meinen Kopf hinein, manchmal, der kann alles, ich kann nichts. Ja, der kann alles und ich kann nichts. Boah, der ist begabt, der hat ja alles. Und ich, schau mich an, ich kann nichts. Und da sind wir beim Thema Vergleichen. Ich habe noch kein Wort über Gaben gesagt. Aber das Wichtigste, was man über Gaben muss wissen, ist, dass man sich nicht vergleichen soll. Weil wenn du dich vergleichst, hast du wie zwei Sachen nicht begriffen. Du glaubst erstens an eine Lüge. Weil der Typ, der 24-jährige Doktor, der kann nicht alles. Das kann er einfach nicht. Der Superman kann mit seinen Augen so oder? Das kann er nicht. Und ich kann nicht. Ich bin auch begabt. Und das ist ganz wichtig, das da drin wird zu merken. Und darum, wenn wir am Vergleichen, wenn wir über das Thema reden, wer ist wie und wer hat welche Gaben, wir wollen am Vergleichen den Krieg erklären. Und wir wollen es gerade beerdigen. Und für das will ich eigentlich noch beten. Jesus Christus, ich möchte heute Morgen da Ihnen sagen, dass Liebe soll herrschen, dass Annahme soll herrschen, dass wir einander alles gönnen mögen, was sie haben. Dass dein Geist da in unseren Herzen wirkt und der vorne und hinten und der komische Frisur und der die Gabe hat, die ich auch gerne hätte, aber doch irgendwie, da kommt Liebe drin rein. Da kommst du mit deiner Ruhe, mit deiner Gelassenheit und mit deinem Bewusstsein, dass er nicht alles kann und wir können nicht nichts. Du hast mit jedem den Plan parat. Amen, Amen. Und das ist mir so wichtig, das Vergleichen zu los, weil das hat mich mindestens 15 oder 20 Jahre in meinem Leben kaputt gemacht. Und ich will nicht, dass es euch das ähnlich geht, sondern dass man das loslegen kann. Weil die Bibel redet nicht vom Vergleichen oder von gewissen Glaubensideal oder Gabenideal. So, das müssen alle haben, so müssen alle werden.
Nein, das ist die Welt, wo alle mögen die gleichen Moden rumlaufen und alle haben die gleichen Hosen an und so, oder? Das ist die Welt, aber nicht die Bibel. Die Bibel lebt von der Vielfalt. Das ist ganz ein anderes Denken. Und wisst ihr was, wenn wir da rein schon mal sind und von Geistesgaben reden, dann haben wir immer auch mit Christen zu tun. Und ich meine, wie dumm ist es, einen anderen Christ zu vergleichen oder zu beneiden? Weil der spielt doch in der gleichen Mannschaft. Das ist doch gut, wenn der mehr kann wie ich, oder? Ich meine, soll ich euch mal in eine Szene hineinnehmen von uns 3 im Büro, oder? Ich meine, ich bin im Büro mit 2 Schnelldenkern, wirklich, oder? Und dann sind sie noch verheiratet und die haben alles schon mal irgendwann besprochen, beim Daherfahren oder sonst irgendwo. Das ist mega cool, oder? Die sind begabt. Und dann komme ich rein und, wie war das gewesen? Oder bei der Church Night, das war auch so gut gewesen, oder? Der erklärt es mir, hey, wir machen jetzt noch geschwind Planänderung, so und so und so. Und ich habe es ganz anders verstanden wie sie. Und ich werde dann gerade auf, hey, nein, okay, so ist es, oder? Wenn ich jetzt hingehe und dachte, oh nein, ich bin der arme Elias und ich denke so langsam und sie denkt so schnell. Blödsinn, wir sind im gleichen Team, wir ergänzen uns und ich arbeite sehr gern, jeder kann mich fragen, auch wenn sie nicht da sitzen, ich arbeite wirklich gern mit ihnen zusammen und es ist eine Ergänzung, es ist ein Miteinander. Und genau so soll Kirche sein, oder? Einer ergänzt den anderen und man ist doch nicht neidisch aufeinander. Weil wir spielen alle in der gleichen Mannschaft, wie im Unihockey oder im Eishockey oder beim Shooten, je nachdem, was ihr Fans sind, im Mannschaftssport. Und jeder hat seine Position. Und um das geht es. Und da wollen wir hergehen. Und da wollen wir weitergehen. Und es braucht keinen Superman, ehrlich gesagt. Weder da, noch auf der Bühne, noch hinter einem Instrument, sondern es braucht eine super Familie. Das wissen wir ja vom letzten Mal her, von dieser Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinde, Ekklesia, die herausgerufenen Heiligen, Begabten, könnte man da noch drüber hineinsetzen, wo begabt sind im Natürlichen und begabt sind im Übernatürlichen. Und das ist eine super Familie und jeder gibt sein Drin, was er kann. Weil ich sage so, genau deine Leidenschaft, die du dort hast und deine Begabung, hat sonst niemand im Zürich Oberland. Gibt es nur einmal. Und ich finde es cool, sitzt du da und gibst deine Gaben da drin hinein. Weil wir brauchen sie in dem Spiel, wo wir spielen. Das heisst, Menschenfischen, das Spiel, das wir spielen. Wir könnten jetzt noch ein bisschen dramatisieren und sagen, save the world from hell oder so, oder? Aber eigentlich ist es ein Menschenfischerspiel, oder? So, Schnappi, oder? Kennt ihr das wo kannst du mit? Nein, Entschuldigung. Ich will jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, oder? Aber es ist Menschenfischer und wir im Zürich Oberland, für dieses Spiel brauchen wir jede Gabe, brauchen wir dich. Und das ist so wichtig, über Gaben das zu wissen, dass man ein Zusammenspiel ist, oder? Im Markus 1,17 habe ich es euch noch mitgebracht, oder? Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und der eine, der sitzt einfach dort und knöpft seine Dinge am Strand, oder? Und der andere, der ist so am Fischen und dieser höckelt im Boot, der ist super mit dem Wetter und weiss, da kommt der Sturm und wir nicht. Der andere weiss, ob er links oder rechts muss das Netz rausrühren. Es braucht jeder für die Gaben können einzusetzen. Oder das Spiel zu gewinnen, braucht es jeder. Und wir wollen nicht hingehen und irgendwie jemanden vergleichen, sondern wir wollen unsere Gaben einsetzen und unser Umfeld, wer auch immer in unserem Umfeld ist, wenn wir annehmen, fördern, helfen, lieben, beraten mit unseren Gaben, die wir haben. Und in erster Linie ist es einfach unser Umfeld, wo wir mit unseren Gaben dienen, egal ob Christ oder nicht Christ oder Kirche oder nicht Kirche. Wir geben doch die Gaben, die wir haben, grosszügig weg, weil sie sind geschenkt vom Heiligen Geist in uns hinein. Wir möchten über die Geistesgaben oder überhaupt über Gaben miteinander heute Morgen noch ein bisschen durchreden. Und ich denke, wir gehen im Schnellzug durch geschwind Geistesgaben durch, schauen dann auch noch die anderen Gaben an, weil es gibt die Geistesgaben, es gibt die Dienstgaben, dann gibt es verschiedene Ämter, die wir haben. Es gibt, es gibt wirklich viele in der Bibel. Und eine Predigt damit zu füllen ist Lücke, oder? Darum probiere ich mich ein bisschen in die nötigen 30 Minuten hineinzubringen, oder? Und es ist auch noch ein Thema, das gefühlt schon 1000 Bücher geschrieben haben, oder? Die haben dann einen Doktortitel in der Theologie und haben so Bücher geschrieben, dann bin ich da wieder der, genau. Und es gibt mindestens 100 Gabentests, oder? Also, hey, geht hin, kauft euch so etwas und geht auf die Suche nach dem.
Wir möchten jetzt heute Morgen nachher so ein paar Stellen aus der Bibel. Wir haben 1. Korinther 12, wo wir dort drin hineingehen. Kapitel 14 geht auch noch, Römer 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Also wir schauen nicht alle an, oder? Aber das sind so die Sachen, stehen da im Konzept, wo wir dort ein bisschen forschen und schauen und machen und tun. Wir möchten jetzt miteinander 1. Korinther 12, 8 bis 11 lesen. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Dem anderen, der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Ein dritter wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, dem anderen prophetischen Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas von Gottes Geist bewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und einem anderen das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Grosse Palette, und dann kommt so der Lieblingsding so unten draus, Kleingedruckte, wo man eigentlich auch ganz gross haben sollte. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen von uns gibt. Hey, du kannst es nicht verdienen. Das ist eben Gnade. Gnade kann man nicht verdienen. Gnade kannst du nicht manipulieren, sondern es ist einfach da und ich schenke euch die Gaben raus. Und dem einen gibt er 3 und dem anderen 5 und dann haben wir die Gleichnis mit dem Talent, wo man auch könnte reingehen, wer wie viel und so weiter. Aber ich finde es sehr spannend, dass das eine Sache ist zwischen Gott und Gott, wo er mich beschenkt. Der Heilige Geist, der in mir wohnt, er hat Wohnung genommen, wo ich ihm das Ticket gegeben habe und gesagt, schau, das ist mein Leben und du darfst dafür mich brauchen als dein Werkzeug. Und dann hat er gesagt, jawohl, und ich brauche dich und ich gebe dir die und die extra Gaben noch dazu. So Bonus, Level, Punkte und so weiter, wenn man vom Game herkommt, oder? Dann kommst du das über und dann kannst du mit dem Fürschen gehen, oder? Und jetzt eben, gehen wir da im Schnellzug ganz kurz durch die Gaben durch. Wichtig, jeder ist begabt und zweitens, du kannst das nicht verdienen. Und ich, weil es schnellzugmässig ist, habe ich das Ganze in 3 Gruppen zusammengefasst. Immer schön, es geht wieder mal auf in der Bibel, oder? 3, 6, 9, oder? Und dann kann man so 3 Gruppen machen. Und das erste sind so die Erkenntnisgaben. Das zweite sind so die Sprachgaben, also vom Heiligen Geist, die Geistesgaben. Und das dritte sind so die Kraftgaben. Und da gehen wir kurz durch. Die Erkenntnisgabe, Weisheit, Erkenntnis, Unterscheidung der Geister. Und das ist halt etwas, das ist jetzt eine Verknüpfung bei diesen Sachen, oder? Wo man könnte sagen, das sind gut ausgebildete Leute und mit viel Ausbildung kommst du Weisheit über und hast du einen Tiefblick in gewisse Sachen. Und gleichzeitig hast du da die Erkenntnis halt, oder die Weisheit, ist etwas, wo auch der Heilige Geist wirkt. Und meistens ist es eine Verknüpfung und eine Kombination zwischen dem, was du gelernt hast, und zwischen dem, was Gott noch oben drauf tut. Und so gehen wir eigentlich weiter. Und da gibt es die Weisheit, oder? Da kannst du drin hineinschauen, was künftig sich entwickelt. Du bist einfach weise. Da kommt einer und sagt, hey, ich will mich selbstständig machen, will dieses und jenes, und du weißt, mit Weisheit siehst du, das kommt nicht gut. Oder du siehst, wow, gang auf das. Und so ist es so ein Problemlösungstool. Und überhaupt alle die Erkenntnisgaben sind so Problemlösungssachen, so strategisches Zeug zu entscheiden. Sollen wir jetzt so weitergehen oder sollen wir nicht so weitergehen? Ja, und dann kommt jemand mit Erkenntnis und sieht das. Und zum Beispiel haben wir da den Salomo. Oder? Da kommen sie zu ihm und wollen eine Lösung. 2 Frauen haben ein Baby, oder? Und er hat den super Spruch oder die super Erkenntnis, wenn er das jetzt machen muss, und findet dann sogar raus, wer die Mutter ist. Du sagst, ja komm, dann nehmen wir das Kind, es halbieren, und die Mami, nein! Wie weise ist das? Und das ist die Gabe von der Weisheit, die dort Salomo natürlich hat. Er wird ja als weisester König beschrieben dort. Und genau so Sachen, wo wir die Lösung herausfinden und so weiter, dort geht es in die Weisheit hinein. Dann haben wir die Gabe von der Erkenntnis, oder? Und dort ist einfach so der Blick für eine Situation, die gerade jetzt ist, oder in der Vergangenheit, oder in der Gegenwart, so, wo man dann weiss, ich glaube, in dieser Situation müssen wir das und das machen, das ist richtig. Und das ist so die Erkenntnis, wenn es dir wie Schuppen vor Augen geht. Hey, wir müssen das machen.
Oder vielleicht sind wir im Gebet über irgendeine Entscheidung am Ringen. Es ist wieder eine strategische Sache. Soll ich nicht? Oder ist es gut oder ist es schlecht? Bist im Gebet drin, kommt die Erkenntnis drin und dann weisst du, hey, wir gehen da hin. Das ist der Weg. Und da gibt es auch ein super Beispiel, wo der Petrus da rausleuchtet, oder? Wo Jesus etwas erzählt und dann sagt der Petrus, du bist der Sohn Gottes. Oder wo Jesus sagt, hey, wer sagt denn, dass die anderen sind, dass ich bin? Oder? Und dann, oh, du bist der Prophet, du bist der Prophet. Und dann kommt der Petrus und sagt, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, bingo, Erkenntnis, du hast, der Heilige Geist hat dir das gezeigt. Und genau so könnte man da in die Erkenntnisgabe hineingehen. Und dann gibt es die Unterscheidung der Geister. Oder da kommen wir ja aus der unsichtbaren Welt, oder so ein bisschen dort. Dort braucht man das ein Stück weit. Aus welchem Geist ist es, oder? Ist etwas faul an dem Wunsch in meinem Herz? Ist etwas gut an dem Wunsch in meinem Herz? Oder wo führt das hin? Dass man ein bisschen den Kern der Sache herausfindet. Das ist so die Unterscheidung der Geister. Und man weiss, hey, ich glaube, der Wunsch, der jetzt an mich herangetragen wird als Pastor, ist der faul? Was ist dahinter? Und dann kann man dementsprechend entscheiden. Oder was für Wünsche oder Anregungen das kommen in dein Leben hinein, von deinen Mitarbeitern und so weiter. Da brauchst du die Gabe von der Unterscheidung, oder? Ist jetzt das, woher kommt es und wohin führt das, die Entscheidung zu treffen? Und da gehen wir dort drin hinein. Und man kann wie so ein bisschen merken, Lüge und Wahrheit unterscheiden mit dieser Gabe. Und man sieht in der Apostelgeschichte wunderbar, Petrus, wo da, die verkaufen alle ihren Acker und bringen Kohlen, oder? Und dann kommt Ananias und Sapphira, das ist Apostelgeschichte 5, und dann kommt der wieder, da hat er da die Gabe von der Geisterunterscheidung. Ich dachte, das ist eine faule Geschichte. Oder da kommen irgendwie 10 Leute, die ihren Acker verkauft haben oder irgendetwas und bringen Kohlen, das ist gut, tipptopp, ja, danke vielmals. Und dann kommt der Ananias und es trifft ihn wie ein Blitz und sagt, warum hast du das gemacht? Du hättest ja gar nicht müssen. Du hättest ja noch die Hälfte geben, aber die Hälfte geben und sagen, es ist alles, das geht nicht. Und das ist dort, da hat der Geist unterschieden, hat das können gerade so auseinandernehmen und merken. So, haben wir schon die Erkenntnisgabe. Das sind die strategischen Sachen, wo wir da durchgehen wollen. Und wir schauen jetzt nachher später auch nochmal ganz kurz an zum Thema, wie kann man denn die trainieren? Weil um das geht es mir ein Stück weit auch heute Morgen. Dann haben wir die Sprachengabe, da kommt natürlich das Zungenreden. Oder die Sprache der Engels, wenn du tief im Gebet vertieft bist, oder? Und dann kommt ein Gebet. Und du weißt gar nicht mehr, wie du Gott sollst loben und es kommt eine andere Sprache und du redest irgendetwas und genau, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich Uderwelsch, oder? Weil ich es nicht verstehe. Darum haben wir zum Glück auch die zweite Gabe dazu, oder? Wo das dann ausleitet. Wo man dann sagen könnte, aha, das bedeutet das und das. Und das verstehe ich jetzt nicht in dem Sinn, dass ich es jetzt Wort für Wort übersetzen könnte. Es klingt wahrscheinlich immer noch Uderwelsch. Aber in meinem Herz weiß ich, was er von tiefstem Herz mein Gegenüber, wo in Zunge betet, im tiefsten Herz will sagen. Und kann das auch auslegen. Und die Auslegung und die können Zunge reden, das wäre cool, wenn die sich finden würden. Das wäre wirklich gut. Wenn in der kleinen Gruppe mal so ein bisschen am Suchen sind, oder, dann ist doch das super, wenn die zwei zusammen sind. Oder? Das ist ein super Paar, da geht super etwas ab. Und das geht so auf Verbauung, oder? Da geht es darum, Menschen zu verbauen. Da geht es darum, dich selber zu ermutigen oder Entmutigung wegzubringen. Und dann gibt es prophetische Reden. Das ist auch etwas, was auferbauend ist. Das ist auch etwas, was ermutigend ist und was trost- und lösungsorientiert ist. Die prophetische Rede geht in diese Richtung auch. Wo Perspektive schenkt und ermutigt. Und muss natürlich auf ihre Echtheit geprüft werden. Ich meine, ich kann prophetisch über alles irgendwas sagen. Oder, wow, du wirst wieder Haar bekommen, wow, und du wirst das bekommen, wow, oder? Ich meine, das ist eher ermutigend, oder? Aber ist echt gar ein bisschen schwierig vielleicht, oder? Und das sind die Sachen, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Aber das sind so die Sachen, gell, wo du musst auch prüfen musst. Und da möchte ich euch sagen, prüft immer, wenn ihr eine prophetische Sache bekommt. Prüft, geht dem nach und so weiter. Und wir haben wirklich auch gerade das geprüft bei uns. Wir haben so ein Bild bekommen vor etwa 1,5 Jahren oder sogar 2 Jahren. Etwa so in diesem Rahmen ist jemand gekommen und hat uns das Bild gegeben. Und es hat nichts bedeutet für uns. Und nur eher alte Wunden aufgerissen. Und es war schwierig gewesen, oder? Und dachte, ja, was willst du jetzt mit dem? Und was, oder? Und dann nehme ich es einmal und ich habe schon mal ein bisschen von meiner Gebetsbox erzählt und dann kommt das auch in so ein Ding rein. Ist gut, dort versorgen wir es jetzt. Wir haben uns das, gerade jetzt ist es, wir kommen nicht daraus her. Natürlich noch ein bisschen Gebet, also noch ein bisschen, genau. Und dann, heute, jetzt, zur jetzigen Zeit, wenn wir das wieder vornehmen, dann merken wir, wow,
Das ist genau das. Das redet doch von der Situation, wo wir jetzt drin sind. So gut. Und es ist ein auferbauendes Bild. Es ist etwas, wo uns eigentlich dort hätte schon auferbauen können. Wir haben leider die Zukunft noch nicht kennt, oder? Und das ist das prophetische Reden. Und dann kommen natürlich die 3 Kraftgaben. Das sind meine Lieblings, oder? Das ist wahrscheinlich bei euch auch. Das ist dort, wo Wunder passieren, oder? Wo Stürme gestillt werden, wo Heilige passieren, wo tiefer Glauben ist. Genau. Aber auch die sind miteinander verknüpft. Also wir haben zuerst die Gabe des Glaubens. Und da geht es nicht um einen Glauben an Gott oder wer mehr an Gott glaubt, sondern ein tiefes Vertrauen, dass Gott eben, ihm ist es möglich. Ihm ist es möglich und das ist so der Glaube, wo wir einsetzen können, die Karte. Ihm ist es möglich, dass er dein Herz heute Morgen erreicht. Das ist möglich. Er macht das, nicht weil ich besonders gut reden kann oder mein Witz gerade lässig ist, sondern weil er es macht. Er kann es brauchen, mich, und er kann dein Herz überführen oder erreichen. Und das ist das Gewaltige. Und dann ist es das Vertrauen auf Gott, ist wie eine Verknüpfung zu den Gaben von der Heilung oder den Gaben von der Wunder. Und bei der Heilung ist es natürlich klar, oder? Dort passiert etwas im Sinne von, Leute werden gesund. Entweder am Body oder dann inwendig, wenn Sucht zum Beispiel, haben wir auch schon erlebt, dass wir für jemanden gebetet haben, wo dann seine Suchtgedanken weg sind und keine Erzugserscheinungen hatten. Haben wir schon ein paar Mal erlebt, auch gerade im Quellenhof. Das Problem ist, die Leute haben das nicht trainiert nachher und sind wieder drin hineingekommen. Aber die haben wirklich zum Teil heilig erlebt und keine Sucht, nichts mehr, kein Aff oder irgendwie. Das war ja damals noch, wo man Trockenentzug, also so die, genau, was man heute nicht mehr so macht, dass du dann einfach auf den Aff kommst. Hey, die haben das nicht gehabt, nichts, und nachher war alles gut gewesen. Es kann auch sein, dass das ein Gebet ist für Heilung und dann geht ein langsamer heilender Prozess los. Das kann auch sein. Das muss nicht immer instant, sondern es ist ein Weg, der aufbricht und dann losgeht. Heilung in die Richtung. Und dann vielleicht noch die Wunder. Oder? Da kenne ich nur ein Beispiel, oder, von einem Bauer da in Bassersdorf. Und der hat Krise. Und Krise sind heikel. Wenn es ein bisschen hagelt und ein bisschen dieses und ein bisschen jenes. Und dann habe ich es schon mal erzählt. Ich weiss nicht, der steht einmal auf seinem Balkon. Unten da hat er seine Krise. Und wenn er das Unwetter sieht, wie es da von Basel auf Kloten zieht und genau über sein Ding, dann steht er einmal her. Und ich weiss und du siehst meine Krise und ich weiss den Sturm weg. Und es ist einmal so 50-50, oder? Aber vielmal hat sich schon das ganze Gewölk verzogen und ist irgendwie über die Industrie Basel weggezogen und nicht über den Berg hinein dort. Also Wunder halt, oder? Und da gibt es natürlich auch ein cooles Beispiel, aber ja, nein, das habe ich jetzt erzählt, genau. Yes! Und da sind wir in diesen Geistesgaben drin, die jeder bekommen hat. Hey, jeder! Also wir sind jetzt da vielleicht 180 Leute. Und das sind wie viele? 9 Gaben. Man rechnen, also jeder hat sicher eine oder 2 oder alle sind begabt und irgendein paar mit der Gabe Heilig oder Wunder haben wir doch da rein. Ah nein, es ist nur jeder 200. Pech gewesen. Nein, sicher nicht, oder? Es ist so, dass wir da begabt sind, dass wir wertvoll sind in dem Sinn und wir werden gebraucht. Jetzt geht es dann nachher noch ein bisschen ums Üben. Aber dann kommen da die praktischen Gaben. Also wir haben jetzt also den Fokus auf die geistgewirkten Sachen, aber dann gibt es auch die praktischen Gaben. Oder? Es muss nicht immer alles hochtrabend geistlich sein, sondern es können auch Sachen sein, die ganz natürlich gelernt sind. Oder? Wo man sagt, und ich gehe jetzt arbeiten und ich baue Kirchen oder ich säge etwas gerade ab. Oder? Das ist etwas, was wichtig ist, gerade bei der Schreinerei und so weiter. Oder? Das braucht man. Oder was ich von jemandem weiss, ist, die hat die Gabe vom Haarschneiden. Und was macht sie mit dieser Gabe vom Haarschneiden? Natürlich hat sie es gelernt, aber sie setzt das ein für Kirchen, zum Beispiel in Frauenfeld, wo sie obdachlose oder arme Leute Haar schneidet und die hocken dann dort und die hocken vor einem Spiegel und auf dem Spiegel steht, du bist wertvoll. Ganze 30 Minuten, oder? Schauen die das an und denken, bin ich da gemeint? Ja, bin ich? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wer macht mich? Warum? Aber sie sind die ganze Zeit dran und sie schneidet Haar. Oder? Es ist wirklich das Praktische können drin hineingeben, oder? Oder ein anderes Beispiel, ich habe da ganz viele Beispiele, weil da gibt es so, eben, man kann es halt einfach nicht ganz genau immer fassen, das gehört bis daher zu den praktischen Gaben und das gehört zu den geistlichen, sondern es ist ein Misch. Und dann gibt es ein Gabenprofil, wo dann vielleicht sogar ein Amt gibt, vom Apostel oder vom Lehrer oder vom Prophet.
Aber etwas, was auch noch handwerklich ist, zum Beispiel Handlettering. Oder? Ihr kauft ja alles bei uns, den Kaffee, der ist mega cool, schaut mal die Preise an. Oder? Da hat eine Frau ihr Handwerk eingesetzt, um das schön zu gestalten. Und ein Mann auch, gell, Benni? Also auch handwerklich dort und so, tipptopp, oder? Das Schwarze und mehrmalen und alles. Aber da hat jemand dann reingegeben, oder? Und gleichzeitig ist die Frau aber auch geistlich, jetzt muss ich da, genau, hat die Gabe von der Ermutigung, oder? Und die macht Worship da oben und ermutigt uns. Und das ist wie zwei Sachen, wo sie beide sie Kirche einsetzt, oder? Oder dann nehmen wir, ich habe natürlich Namen aufgeschrieben, wo mir da in den Sinn kommt, aber zum Beispiel das Kochen und das Helfen ist eine Kombination von jemandem, den ich kenne, hier in der Kirche. Oder, wo Verantwortung für andere Menschen übernimmt, aber gleichzeitig seine natürliche Gabe vom Kochen und die Leidenschaft für Gemüse und Fleisch und so, die setzt er da ein. Oder auch ein Seelsorger. Das ist ein Handwerk, das man auch lernt und dann gleichzeitig noch in der Leitung ist von unserer Kirche. Wo man da kann sagen, hey, das sind Menschen, die beides einsetzen, die praktische Sache, aber dann eben auch das andere. Oder dann ist mir die Steffi in den Sinn gekommen, oder? Auf der einen Seite, ja, einfach das Fötteln, oder? Ich meine, meine Frau und sie sind irgendwie 3 Minuten voraus gewesen. Die Steffi macht 4 Fotos und das ist einfach die schönsten Fotos, die ich von meiner Frau habe, oder? Und das ist einfach eine Gabe, die dort drauf liegt, oder? Wo sie gesagt hat, steh mal ein bisschen so her, klick, klick, klick. Die sind auch auf dem Bewerbungsdings und so, oder? Das sind schön schick. Aber es ist mega cool, wie sie das einsetzen kann und gleichzeitig auch noch die Gabe der Leitung einsetzt in der Kirche. Und die Kombination vom Praktischen, aber eben auch von der geistlichen Seite herkommt. Oder? Und der Joni, der hat mir da in der Vorbereitung von der Predigt gesagt, ja, da kannst du mich nehmen, weil ich praktisch nicht super bin, oder? Weil ich nicht einmal einen Nagel einschlagen kann. Aber was praktisch, Joni, ist ja auch das mit dem PC. Ich meine, der ist wirklich begabt im PC. Weil ich bin voller Not. Mein Ding, ich meine Bluescreen oder so, oder? Da kommt der Joni, was hast du denn? Er steht hinterher, er macht nichts. Nichts. Und mein PC tut wieder. Nein, es ist so. Das ist eine Begabung, ich weiß es. Ich habe wirklich, nein, das ist echt, oder? Und da setzen die Menschen ihr praktisches Können ein und auf der anderen Seite auch ihr geistliches. Als Leiter von dieser Kirche. Und da staune ich einfach, wie das geht, oder? Und das gibt auch den Vers dazu, oder, wo wir aus dem Römer 12 haben. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Setzen Sie ein. Wir brauchen alles. Wenn ich sage, wir brauchen alles, ist ja so, warum setzen wir denn die Gabe ein? Ah ja, Menschen fischen. He? Jetzt haben wir die Menschen gefischt, ja, wo sollen sie denn her? Ja, an einen Ort, wo sie aufblühen können. Also zum Beispiel in GVC Zürich-Oberland oder in die FEG dort oder in die FIMI da, das spielt ja keine Rolle. Aber dort sollen sie hingehen, wo sie aufblühen können, wo sie im Glauben wachsen können. Und um das zu machen, brauchen wir praktische und geistliche Gaben, wo wir miteinander, wir sind die Superfamily, die ja so gewaltig begabt ist vom Heiligen Geist, uns können einsetzen können, um den Ort bauen, wo die gefischten Menschen reinkommen und dann eben Schritt für Schritt Nahrung bekommen, Glauben können gewachsen werden und so weiter. Also, es wirkt ja dann Gott alles in allem, oder? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, als ich so an dieser Predigt war, ist mir dann in den Sinn gekommen, ja gut, jetzt hast du das alles erzählt. Was hat das genau mit der Dimension tiefer zu tun? Also weißt, wenn ich jetzt in eine Gottesdienstpredigt reingehe zum Thema tiefer, dann erwarte ich eher eine tiefere Weisheit, oder? Etwas, was ich noch nie gehört habe. Und das ist das wahrlich nicht, was ich euch erzählt habe. Die Älteren unter euch haben sicher irgendwelche Gabentests und noch viel bessere Auslegungen und so weiter über Gaben gehört. Aber wisst ihr, was mich das Bibelintensiv gelehrt hat? Das Problem sind nicht die Stellen in der Bibel, die ich nicht begreife, sondern das Problem sind die Bibelstellen, die ich begreife und nicht tun. Oder dann umsetzen sollte. Und vielleicht ist die Dimension tiefer, gerade in diesem Thema der Gaben, ist eben wahrscheinlich das, dass du die einfache Worte, die du ja schon ganz fest kennst, von deinem Kopf ins Herz und in die Hände und in die Füße tiefer fallen lässt. Vielleicht ist das die Dimension von tiefer. Und wenn wir das machen wollen, dann geht es darum, dass wir das trainieren. Dass wir unsere Gaben trainieren.
Dort, wo sie geistlich sind, dort, wo sie vielleicht auch natürlich sind. Und dort weitergehen. Im Training eben. Und das ist der Punkt. Lass die Gaben nicht ungenutzt, die dir Gott geschenkt hat. 1. Timotheus. Und in beiden Timotheusbriefen redet Paulus über die Gaben von Timotheus. Jetzt mach mal etwas, jetzt setz es ein. Hey, und wenn sie einsetzt, du hast es im Fall. Jetzt go! Und das ist das, was der Paulus dem Timotheus sagt. Und das ist das, wo ich mich ich bin jetzt so frech und stimme da im Paulus seine Aussagen ein und sage, hey, lasst doch die Gaben nicht ungenutzt. Wir gehören zu dieser super Family, wir sind super begabt durch einen super Heiligen Geist, also tun wir die Gaben trainieren und gehen raus und schauen. Weil, ja gut, vielleicht ist es ja jetzt so, dass du eine schwierige Vergangenheit hast. Und vielleicht hast du dieses und jenes in deinem Leben schon erlebt und du hast gewisse Begrenzungen, wo du einfach nicht los wirst, weil die irgendwelche Charakter drin sind oder weil du ein Defizit hast und so weiter. Aber es ist trotzdem so, dass Gott dich begabt hat. Du wertvoll bist in seinen Augen und er will, dass das, was er in dich hineingelegt hat, dass man das anwendet. Es ist möglich. Trotz Herkunft und trotz Begrenzungen. Möchte ich der beste Elias werden, was es gibt. Oder? Das ist das. Und ich bin noch nicht dort. Ich bin erst 44, ich werde wahrscheinlich noch 80. Ich habe also noch ein bisschen Zeit zum Üben. Oder? Aber ich möchte euch da drin einladen, der beste, deinen Namen zu werden, was es gibt. Mit diesen Gaben, die du bekommst, dass du die kannst feilen und pflegen und ausbilden. Im Bodybuilding sagt man jetzt nicht mehr nur, mein Oberarm ist dann ausgebildet und so, oder? Und genau das gilt ja auch für unsere geistliche Muskulatur. Wir können dort reinzugehen und das auszubilden. Und wo machen wir das? Wo starten wir denn das Training? Ja, natürlich an einem sicheren Ort. Ich meine, all die Fitnessmodel, oder? Die trainieren alle in ihrem kleinen geschützten Rahmen im Studio, oder? Wo der eine noch zum anderen sagt, wow, ist cool, ey, super, oder? Und erst nachher stehen sie auf der Bühne, wo alle sagen, ja, also dort könnte man noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen noch nicht so, und der Trizeps und da, und so. Verstehen ihr? Und genau so brauchen wir einen geschützten Rahmen. Und das sind eure Groups, wo man das ausprobieren kann, wo man hingehen und sagen, hey, du, ich glaube, ich habe die Gabe, darf ich einmal für jemanden beten und vielleicht kommt dann auch das Prophetische dort drin, das darf man machen. Wir haben ja einen geschützten Rahmen, wo man dann versteht, wo man weiß, wie man tickt und wo man ein bisschen hingehen kann. Und ich bin auf der einen Seite ein Stück weit, das mit dem Prophetischen, das liebt mir irgendwie, oder so das Bild haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, gehe ich in Freedom in Christ beten, bin ich dort beten und dann hat mir Gott wirklich Bilder über Menschen gezeigt, wo ich auch sagen konnte, du, ich glaube, für dich ist das und für dich ist das. Und praktisch für alle, die in dem Kurs waren, irgendwie etwas gehabt, manchmal auch nur ganze Gruppen oder so von Leuten. Und dann habe ich auch gesagt, hey, schau, der Philipp hat mich gnädigerweise eine Minute reden lassen über das, oder? Und dann habe ich gesagt, hey, und wenn du jetzt das gehört hast und es stimmt nicht, dann sag mir's. Weil es ist immer noch ein Übungsfeld. Auch der Freedom in Christ Kurs, für mich sind wir näher miteinander unterwegs und ich konnte das üben. Und wenn es stimmt, dann kommt zu mir. Und es ist wirklich cool, wie dann Feedback gekommen sind. Es hat gestimmt, es hat manchmal nicht so ganz, aber es ist doch super. So kann ich das üben. Und so kann ich mit Gott wieder im Gespräch sein, um das dann zu trainieren. Und wenn es ein paar Mal nicht klappt, ist doch kein Problem. Es geht bei Gott nicht um Perfektion. Es geht um Jüngerschaft. Es geht um schrittweise weiterzumachen. Das, was du schon erreicht hast, wow, oder? Und jetzt machen wir den nächsten Schritt, wow, und oh, wieder einen zurück, nein, wieder einen führen, yeah. Das ist das Leben und das ist Jüngerschaft. Es geht nicht darum, es müssen alle perfekt sein und alle müssen das und das, den Status von, ich weiß nicht, wer ja zu erreichen, oder? Es ist wichtig, dass du dich aktiv drin hineingehst und diese Sachen übst und trainierst. Und ich denke, gerade eben, wenn wir so die Sachen anschauen, die Erkenntnisgaben und all das, das sind die strategischen Sachen, wo es um Entscheidungen geht, wo, wie, was, wo. Und wenn du die Gaben hast, ja, dann komm doch mit Leuten in Probleme hinein. Oder? Wenn du die Weisheit hast, wie man ein Problem löst, ja, dann musst du das Problem suchen. Nicht machen, nur suchen. He? Und dann lösen. Und dann kommst du die Gaben rein, oder? Und dann sagst du, Herr Jesus, schau, da ist jemand in Not, da ist jemand so. Wie kann ich das ändern? Hilf mir, entwickle die Gabe in mir. Und dann probiere mit jemandem ein Stück weg und dann merkst du, hey, das, was ich von Anfang an gesagt habe, geht auf. Wow, gelobt sei Gott, dass er mir die Gabe gibt und in die Richtung weitergehen.
Und Sprachengebet, oder? Das sind die, wo es immer um Menschen geht und immer ums Ermutigen geht. Mit Menschen zusammen. Oder? Entweder bei dir allein im Sprachengebet, dann braucht es auch keine Übersetzung. Aber wenn es dann irgendwie in grösseren Rahmen kommt, dann braucht es Übersetzung. Dann musst du eben dein Gespendli suchen oder jemanden finden, der da hat. Und dann geht es um Ermutigung. In Zusammenhang mit den Menschen. Und gerade auch bei den Propheten, wo auch da in den Sprachgaben drin ist, dass das ermutigend ist. Und dann eben hingehst du fragen, so wie ich das jetzt vorher erzählt habe. Und das ist so eine gute Sache und das können wir üben in unseren Small Groups. Darum sind die so wichtig, darum pochen wir auch darauf, dass es so wertvoll ist, dort drin dabei zu sein. Ah ja, wir sind im Groupwechsel, genau, hast du jetzt gesagt. Oder, und dann Kraftgaben, ja, wo brauchst du das Wunder? Wo brauchst du Heilung? Wo brauchst du Glauben, wo menschlich gesehen nichts mehr rum ist? Das sind Menschen in Not, in wirklicher Not. Wo da Tränen kommen, wenn dein Herz berührt ist. Und wenn dein Herz irgendwo berührt ist, dann fragt Gott, hey, steht meine Gabe? Soll ich da hingehen? Das geht nicht um mich. Wow, ich kann ein Wunder tun, Mann, ich bin Chef vom Wetter. Das hat doch nichts mit dem zu tun. Das hat darum zu tun, dass du die Gabe bekommen hast, um den Menschen in düster Not zu helfen. Dort, wo dein Herz zu Tränen zerbricht, sagen, was kann ich da tun? Wie kann ich da ein Gebet sprechen, wo über eine Krankheit oder für Heilung, wo hoffnungslos ist. Wie kann ich da, oder vielleicht hast du dann den Glauben, zum sagen, und ich preise Gott für die Heilung, die vielleicht noch nicht eingetroffen ist. All diese Sachen sind in dem Kreis von der Kraftgaben eingegangen. Und es geht nicht darauf, dass du irgendwie in der Weisheit auf einem Buchtitel bist, sondern dass deine Weisheit anderen hilft, deine Gabe von der Erkenntnis anderen hilft, dass deine Gabe vom Sprachengebet andere ermutigt, dass die Kraftgabe Menschen aus der Not herausführt. Das ist der Weg, wo wir gehen wollen. Und vielleicht geht es bei diesen Kraftgaben auch nicht gerade um Leben und Tod. Wissen Sie, man kann ja auch woanders üben. Vielleicht ist auch gerade eine Jobsuche eine grosse Not für jemanden, oder? Wo es nicht gerade um Leben und Tod geht. Und dort drin hineinzubeten und dort Glauben zu haben, dass jemand den Job findet. Oder vielleicht ist es bei Prüfungen etwas in diese Richtung. Oder Single sein ist eine Not für Menschen. Und dann kann man dort mit Glauben und Hoffnung drin hineinbeten. Aber wissen Sie, um alles, was es da jetzt geht und wie und wo, das ist das eine. Aber das andere ist immer wieder auch der Geber von diesen Gaben gross zu machen und ihn zu suchen. Und dort drinnen einfach auch einen Punkt zu setzen. Und ich sage, schau, ich habe ein Grundbedürfnis von Identität, ich habe ein Grundbedürfnis von Annahme, ich habe ein Grundbedürfnis von Ermutigung. Und diese Sachen probiere ich, du und ich, irgendwie zu befriedigen. Jeder. Und die meisten Wege, das zu befriedigen, die nicht mit Gott in Verbindung sind, sind schwierige Wege. Und darum habe ich für mich den Gedanken gefasst, dort, wo wir unsere Gaben erkennen, gibt uns das Identität. Ich bin ein Prophet Gottes. Und ich komme eine Identität über in mein Leben hinein. Und ich komme eine Zugehörigkeit über. Hey, ich gehöre zu Gottes Familie, ich gehöre zu dieser Superfamilie. Und es gibt mir Zugehörigkeit und Gott befriedigt das tief, tief, tief in mir hinein. Und er gibt mir Zustimmung oder eine Bestimmung und sagt, ich bin ein Helfer. Ich bin ein Diener Christ und zwar als Heiler. Als einer, der im Heilungsgebet aktiv ist oder in der Seelsorge aktiv ist. Es gibt Bestimmung, Bestätigung, Zugehörigkeit, wenn wir da drin hineingehen. Oder? Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wie macht er das? Indem, dass der Heilige Geist uns auch die Gaben gibt. Dass wir nachher die Zugehörigkeit zum Volk Gottes wissen und uns das bestätigt und uns das weiterbringt in dem Ganzen hinein. Darum ist es ganz wichtig, in dem allem hinein den Geber zu suchen, der Heilige Geist, der in dir wohnt. Und er ist der Begleiter in einsamen Stunden. Er ist der, der in deinem Herz wohnt. Denn wenn du verzweifelt bist und nicht mehr weißt, wie es weitergeht, dann ist er der immer da ist. Er wohnt in dir. Er kennt deine Gefühle. Er kennt deine Situation und deinen Zustand. Und dort drin wird er hingehen und sagen, weißt du, ich gebe dir deine Identität durch die Gaben. Erinnere dich daran, was ich dir gegeben habe. Erinnere dich daran, was ich schon mit dir erlebt habe oder mit dich gebraucht habe. Da mal ein Gespräch, dort mal Weisheit, da mal ein erhörtes Gebet. Hey, das gibt dir Identität, das gibt dir Bestimmung, das gibt dir Zugehörigkeit zu meinem Reich. Und darum ist mein Aufruf eigentlich, wenn wir heute Morgen auch ins Gebet gehen wollen,
oder könnt gehen, auch ins Ministry-Gebet dahin. Lasst doch beten, dass Gaben freigesetzt werden in eurem Leben hinein. Und dass ihr den Heiligen Geist noch mehr erleben in eurem Leben hinein. Und dass jemand die Hand auflegt. Und Paulus sagt zum Timotheus, hey, vergiss doch nicht die Gaben, die ich in dir gegeben habe, durch Hand auflegen. Und vielleicht gibt es Sachen, die du spürst und sagst, hey, ich hatte doch die Gabe irgendwann einmal in diesem Gespräch oder in dem hinein, aber ich will noch mehr davon. Hey, dann haben wir jetzt eine Zeit von Worship, wo du hingehen kannst und dass Menschen für deine Begabung beten. Und das machen nicht die Menschen, die Begabung in dir, sondern es ist der Heilige Geist, der die Begabung macht. Und vielleicht brauchst du Ermutigung in einer Situation, wo du sagst, hey, und ich habe so viel Glauben für die Situation. Können wir nicht zusammen für das beten? Dann such dir jemanden im Ministry-Gebet und dann betet er zusammen dafür, dass dein Glaube stärker wird an etwas. Oder dass deine Erkenntnis stärker wird, weil du in einem Problem drin bist. Dass wir die Gaben entwickeln können und zum Geber gehen und sagen, Heiliger Geist, komm du in mein Herz hin und entwickle meine Gaben. Und so will ich euch in den Worship entlassen. Ich will noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns begabt hast, reichlich begabt, grosszügig hast du das in unsere Herzen hineingegeben, in unser Leben hineingegeben. Und du hast jeden begabt und sogar mehrfach. Und Jesus, da sind wir und wir wissen das. Und ich danke dir, dass deine Gaben auch ein Stück weit unsere Identität ausmachen. Der Heilige Geist sagt unserem Geist, wir sind Kinder Gottes. Und ich spüre, dass ich dein Kind bin, Herr Jesus, weil du mich beschenkt hast, reichlich beschenkt, fast verschwenderisch beschenkt. Ich danke dir dafür. Und ich will das noch mehr entwickeln. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Herzen durchgehst und einfach Ermutigung schenkst. Können aufstehen und sagen, jawohl, ich will mehr von dem, was ich schon habe. Komm, wir beten zusammen. Komm, wir gehen miteinander. Oder zu sagen, ja, und ich will noch mehr Zeit verschwenden und Kirchen bauen. Ja, ich gebe Zeit von mir her und setze sie in Kirchen. Ist zwar menschlich nicht logisch und es geht vielleicht nicht auf, aber ich gebe das. Ich baue den Ort, wo Menschen aufblühen können. Mit meinen Gaben gebe ich alles voll rein. Jesus Christus, und unser Hauptauftrag ist, Menschen zu fischen, mit den Gaben, die wir haben. Und ich bitte, dass du uns allen Weisheit schenkst, wie wir auf Menschen zugehen sollen. Gerade jetzt in dieser Zeit vom Shine Bright. Ich bitte dich, dass du uns die Gabe von der Erkenntnis gibst, wo wir in gewissen Situationen von Nachbarn genau wissen, hey, jetzt braucht er das und dann auch gehen und das machen. Ich bitte dich, dass du uns ausrüstest mit Glauben für die Menschen um uns herum, wo wir eigentlich, ja, macht es menschlich gesehen keinen Sinn, dass sie jemals irgendwie dich kennenlernen. Aber wir wollen den tiefen Glauben ausspielen. Und ich bitte dich, dass du uns das auch schenkst, Jesus. Setz du Gaben frei da in unserer Kirche, Jesus Christus. Zu deiner Ehre, zu deiner Ehre, zu deiner Ehre, Jesus. Denn du bist heilig und anbetungswürdig. Amen.